Anfangen tun wir gleich mit unseren Gästen aus Bayern, die Isar-Schiffer. Auf geht's, Doro und Rainer. Dankeschön. Grüß euch, Gott beieinander. Habe die Ehre. Wirklich schön, dass wir da sein dürfen in der Hofbühne in Tegernbach, im Hausruck, beim Mühlviertel. Hier geht es uns heute sozusagen musikalisches Asyl. Das ist schön, darum habt ihr uns wahrscheinlich auch ein bisschen so einen rechten Rand hier drängt. Macht aber nichts. Ein uraltes bayerisch Volkslied verzeiht davon, dass früher die Leute kein Geld gehabt haben für Fleisch. Ich komme ein bisschen aus dem Gebirge, aus dem bayerischen Oberland. Und bei uns war es so, man hat eigentlich bloß ein Fleisch gehabt, wenn der Papp oder der Opa des Nachts in den Wald gegangen ist und hat ein Wild erlegt. Und weil bei uns das Rotwild vorherrscht, darum hat es dann, wenn ihm das gelungen ist, oft einmal 2, 3 Jahre, haben wir sogar 4 Wochen immer genau das gleiche Gericht gegeben. Nämlich? Reragu. Genau, und so entstanden ist dieses schöne alte bayerische Volkslied vom Reragu. Jetzt ist es aber so, dass in der Pandemie meine Frau einen echten Brot- und Butterjob in einem Bioladen gefunden hat. Jetzt habe ich das leider ein kleines bisschen umtexten müssen. 3, 4. Meine Frau, die schafft im Bioladen 2 Tage in der Woche. Doch was sich stark verändert hat, seither ist, was sie kocht. Sie kriegt auf gesunde Nahrungsmittel 25%. Doch manches von dem, was heim sie bringt, ja, das trauen die nicht geschenkt. Ja, was gibt's denn Hand auf Nacht? Ja, was gibt's denn Hand auf Nacht? Heim gibt's an Fleischersatz, an Fleischersatz, an Fleischersatz. Ja, was gibt's denn Hand auf Nacht? Ja, was hat die Doro gemacht? Heim gibt's an Fleischersatz, mein Schatz. Sie wird mich verwöhnen mit Tofu-Wiener. Das ist eine wahre Geschichte, geschmackloser geht es nicht. Auch der Sonntagsbraten aus Soja und Seitan, nein, der ist kein Gedicht, wird nie mein Leibgericht. Ja, was gibt's denn Hand auf Nacht? Ja, was hat die Doro gemacht? Heim gibt's an Fleischersatz, mein Schatz. Gestopft mit Proteinen aus Erbsen und Lupinen. Strengt die Verdauung an, mündet oft im langen Gang. Schinkenwurst aus Weizen kann den Magen reizen. Drum lebt bei uns jetzt gesund. Die Facke und der Hund. Ja, was gibt's denn Hand auf Nacht? Ja, was hat die Doro gemacht? Schon wieder Fleischersatz, an Fleischersatz, an Fleischersatz. Oh, gnädigste Doro, Ja, was denn? hör mein Flehen an und hab Erbarmen, du, mach mir ein Reragu. Papa, hat der Bub gesagt, Papa, jetzt hab ich wen.
Mei, und der Papa gesagt, Mama, hast du das gehört? Der Bub, er hat wen. Oh mein Schee. Gell, ist es die Susi? Ha, ist es die Susi? Na, Papa, die Susi ist es nicht. Ja, dann ist vielleicht die Hanni, ja, die mit dem großen Balkon, die Hanni, ist es die Hanni? Na, Papa, die Hanni ist es auch nicht. Ja, ist es vielleicht die Babette da von die Zugereisten, diese Babette? Ist es die? Na, Papa, ist es der Hansi? Da bist du wahnsinnig! Der ist ja evangelisch! Da gibt's dieses schöne alte bayerische Sprichwort in der Not. Frisst der Teufel Flöhen. Rampampa, rampampa, rampampa. Ein Hausherr auf sein Festel folgt in Frost und klagt und graus. Das kann nicht sein, wie gibt's denn das, mein ganzes Bier ist aus. Da meldet ein junger Gast sich, ich könnt helfen, bitte sehr. Im Kofferraum hätt ich einen Kasten köstlichs Oettinger. Kennt man das bei euch, Oettinger? Habt ihr irgend so ein richtig billiges Baumarktbier? So ungefähr schmeckt das Oettinger. Und darum singt man in der Not, ist mir wurscht ohne Brot. In der Not, kennt die Not kein Gebot. In der Not, ist mir wurscht ohne Brot. Und wenn mir kein Wurst mehr kriegt, friss mir der Teufel flöhen. Ja, wenn mir kein Wurst mehr kriegt, friss mir der Teufel flöhen. Die Dorfschabracken hätt so gern ein Jüngling wollen. Dauernd ist sie auf der Jagd, doch keiner geht entfallen. Da kommt so ein alter Tapperer des Wegs und tappt voll rein. Na immerhin ein Mannsbild sagt, da werd ich mal nicht so sein. In der Not, ist mir Durst ohne Brot. In der Not, kennt die Not kein Gebot. In der Not, ist mir Durst ohne Brot. Und wenn mir kein Wurst mehr kriegt, friss mir der Teufel flöhen. Ja, wenn mir kein Wurst mehr kriegt, da friss mir der Teufel flöhen. Entschuldigung, darf ich mal wissen, wie du heißt? Du, die da gerade in ihrer Taschen kramt. Die war? Die Froni. Darf ich Froni sagen? Froni. Passt besser eigentlich. Die Froni wollte die Karten führen und im Kabarett. Sie war so gern zum Stübsitz, weil sie grad so auf ihrem steht. Im Kartengeschäft heißt ausverkauft, da fällt die Wahl ihr schwer. Ein Stanzel singert's Tegerbach, spielt Isar Schiffer. In der Not, ist der Wurscht ohne Brot. In der Not, kennt die Not kein Gebot. In der Not, ist mir Wurscht ohne Brot. Und wenn mir kein Wurst mehr kriegt, friss mir der Teufel flöhen. Ja, wenn mir kein Wurst mehr kriegt, da friss mir der Teufel flöhen. Wann wisst ihr noch? Ein junges Ehepaar, das flügt aus seiner Wohnung aus. Geld knapp, sie ist schwanger, wissen weder ein noch aus. Ein guter Freund weiß einen Rat, den sagt er na gleich. Am Hausruck ist der Arsch der Welt, da ist immer etwas frei. Und darum dürfen jetzt alle potenziellen Nachbarn lauthals mitsingen. In der Not, ist der Durst ohne Brot. In der Not, kennt die Not kein Gebot. In der Not, ist mir Durst ohne Brot. Und wenn mir kein Wurst mehr kriegt, friss mir der Teufel flöhen. Ja, wenn mir kein Wurst mehr kriegt, da friss mir der Teufel flöhen. Rapapa.
Ausrucker, dass wir mir gern für euch unser Nationalhymne spielen, das Isar-Schifferlied. Und das Isar-Schifferlied ist im Dreivierteltakt. Da ist man gerne angehalten, sich gegenseitig unterzuhacken und zu schunkeln. Jetzt war aber das kein Isar-Schifferlied, wenn das nur einfach ein Schunkellied war. In diesem Lied, da gibt es einen Refrain. Und in dem Refrain heißt es immer, schauen wir da mal, schauen wir da mal, schauen wir da mal. Und da darf man bitten, dass unvermittelt während des Schunkelns immer wer anders während dem Schunkeln aufsteht, sodass wir hier ein Gewaber reinkriegen, wie bei einer Floßfahrt auf der Isar. Könnten wir das Saallicht mal ein bisschen aufdrehen? Ja, vielleicht kannst du ein kleines bisschen Säulicht machen, dass wir sehen, ob wer wirklich sportlich Ja, alle ist. mit tun da. Ah, das ist schön. Wir Ja. schunkeln uns mal 1, 2, 3, 2, 2. Bam, 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 bam. Ja, heute haben wir wieder alles gefahren. Lauer Lüftel und streift durch den Bord. Mit viel dran und mir rock jetzt den Bong. Schiffen wir Isar entlang. Hier ist das Wasser, der Himmel weiß-blau. Das ist eine richtige Schau. Ja, weil's uns so frei, das wieder so weit. Jubi, Trubi, Heiterkeit. Ja, weil's uns so frei, haben lustige Leid. Der Isar-Schiffer Zeit und das Kind. Wir schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal in das Glas. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal noch auf den Grund. Wir schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal noch in den Fasel. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal noch bis ganz rund. Ja, und weil's uns so frei ist wieder so weit. Jubi, Drubi, Heiterkeit. Ja, weil's uns so frei haben lustige Leid. Dieser Schiffer zeigt nur neu no. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal in das Glas. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal noch auf den Grund. Wir schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal noch in den Fasel. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal noch bis ganz unten. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Prost! Erwin, du hast ja den wunderbaren Trick drin, oder? Ja, aber da gibt es so einen auch von einer deutschen Autobahn. Kannst du dich an den erinnern? Magst du schnell aufstehen, weil ich finde den so cool. Auf der deutschen Autobahn vor der Türk einen Hasen zusammen. Kommt der deutsche Jägersmann und sagt zu dem Türkischmann, was tun wir mit dem Has jetzt dann? Sagt dann drauf der Türkischmann zu dem deutschen Jägersmann, nimm dir du den Hasen mit heim, weil wir haben gerade Ramadan. Ist schon fertig. Jetzt sind wir fertig. Ja, ja passt da. Also einen großen Applaus für unsere Freunde aus Oberbayern.